Schöne gute Morgen, ich begrüße euch heute zu Osborn an der Serie Kirchen und Kapellen für Lützeburg. Wie gesagt, wir sind heute zu Osborn, was ein ganz altes Paar ist, die ihren Ursprung auf 7. und 8. Jahrhundert zurückzuführen ist. Den ersten Beleg, den ihr findet, das ist vom Turm, den auch nach der Haut den ältesten Teil von der Kirche ist. Und den ist von 1023. Den war dann 1540, wie die Kirche vergrößert ging, auch mit abgebaut ging. Der Turm war nie so groß wie lo ist, weil damals noch keine Klacken da waren. Und das ist erst 1771, als den abgebaut ging. Paar Osbach war ein Großpaar, die ist gegangen bis auf echt falsch Türstadt. Und sie hat aufgehangen die Zeit von der Herrschaft von Everling. Die Kirche ist erbaut auf einem Platz, wo früher ein römischer Tempel war. Und das muss ein größeres Bauwerk gewesen sein von den Römern, weil an der Mauer ist ein Stein angebaut von der Zeit, wo ein Delfin drauf ist, wo ein Götzen drauf reitet, mit denen es umgedreht ging, für zu weisen, wo ist Tedentum River, wo ist Christentum da. Die erste Kirche war auch so lang, wie sie heute breit ist. Und die war auch geostet wie alle Kirchen, was heute nicht mehr der Fall ist. 1801 ist durch das Konkordat von Napoleon auf dem damaligen Papst, als dann Osbach verkleinert ging. Es hat noch just Reichel an Osbach verblieben ist. Und der Rest ist alles in einer Paaren unterem gefallen. Aber Osbach ist damals Dekanat ging und hat sein Dekanat behalten bis 2017, wie die neuen Paare gekommen sind. Heute sind wir an der Kirche Bannen, die ist am gotischen Stil, respektive spätgotischen Stil gebaut. Und das war 1543. Sie ist renoviert 1717 und 1871. Zu Osborn also den Ganggolf-Bruderschaft gehen, das waren Leute aus dem Dorf, und die mussten gucken, für Suen herbeizukriegen, für können Kirche an der Reihe zu halten. Die waren da ganz engagiert. Es war auch ein Ehrenplatz, für an der Bruderschaft dran zu sein. Der Altar ist für 1700, wenige gemietet, das ist nicht bekannt. Aber aus den Pärbüchern geht dafür, dass der 1761 restauriert ging. Den Predigtstuhl, den ist für 1767. Den darf stehen am alten Turm, den ist von 1417. Den Tabernakel, gesagt, den auch am Turm, den war für die Verbannen gesehen und konnte noch von außen rangucken. Weil die Zeit Kirchen meistens zugesperrt waren, nicht op waren, konnten Leute dort das Allerheiligste gesehen. Wir gesehen auch noch den Tabernakel am Teil von 1543 gebaut ginas. Da ist auch noch den Tabernakel gesagt, die Verbannen aufgebaut. Und den höchsten Teil, das ist der Neubau von 1921, den ist dann einfach Versicht gehen, auch ein bisschen am gotischen Stil beizubehalten, wie das passen. Die Kommunionsbank, die ist für 1777 und die ist vom Skulpteur Michael Weiler aus Ettelbreck. Und da ist die ganz schön das letzte Abendmahl drauf. Dann haben wir die Wandbekleidung, das ist nicht bekannt, wie alt das ist, aber die ist neu gemäht gehen, das sind halb Reliefbilder. Und neu gemäht sind sie von Michael Jungblut respektiv vergrößert gehen.